Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. So, versuchen wir nochmal aus dem Labyrinth rauszukommen. Da aber blitzt was und da aber geht's wahrscheinlich raus, ne? Okay, ich befürchte, Pandora bleibt in dem Käfig drin. So, der Daedalus wieder, der Leichnam von der armen Sau. Verdammt, ist es wirklich gnädiger, tot zu sein. Obwohl er sich wohl selbst zugefügt hat. Okay. So, jetzt sind wir draus. Ah ja, sie ist nochmal so rausgeschluppt. Dann bleibt sie doch wenigstens da drin gefangen. Gut. Dann sind wir ganz over jetzt auf dem Labyrinth. Ich befürchte viele Kämpfer. Der Weg zum Olymp wird wohl stark erkämpft. So, aber da hinten war ein Speicherpunkt. Okay, ich möchte einfach aus dem Labyrinth raus, weil vor Labyrinthe habe ich schon ein bisschen Panik, weil ich manchmal bei solcher Sache, um es zu begreifen, erstmal schwer vom Begriff bin. Und etwas brauche, um das Sachverhalt zu kapieren. Ich denke irgendwie etwas kompliziert bei der Sache. So, Spitze des Labyrinths, hier ist ja jetzt der Speicherpunkt. Die Kette, Kratos. Mein Vater hat mal gesagt, sie regle das Mächtegleichgewicht im Olymp. Machen wir so kaputt? Zerbrich die Kette, dann hebt sich das Labyrinth. Warte hier. War ja klar. Machen wir mal kaputt, einfach. Geht er jetzt bis runter zu der Unterweltrichter wieder? Oder was macht er dann jetzt wieder Olvaros? Ich glaube, es geht wieder runter zur Unterwelt, ja. Ich darf jetzt nämlich hier wieder lenken. Erstmal, ouch, erstmal wieder zur Unterwelt runter. Da ist wieder der Feuerbrocken. Guck, ob der lustige Titan da auch überhaupt noch unterwegs ist. Aber auf jeden Fall dürfen wir wahrscheinlich ohne die Richter kaputt schlagen. Jetzt haben wir nämlich die nemeische Löwe, um denn ihr Kristalle kaputt zu schlagen. Ich befürchte, es läuft darauf hinaus. Aber na, wir kommen halt schwer ramponiert runter in die Unterwelt. Aber ist ja egal, wie man A kommt. Autsch, Hauptsache wir kommen irgendwie heil A. Mit ein bisschen Autsch, Lebensenergie. Ui, au, Autsch. Entschuldigung. Aber Kratos ist eh gewohnt, er ist einer der Hellste. Da tun so ein paar Schläge auf der DZA nichts mehr. Das ist auch Autsch. Aua. Der kann's vertragen. Dummkopf. So, hopp. Aua. Ja, die Geräusche müssen ach sein, damit es authentisch ist. Ich darf man nämlich allzu viel erlauben. Ein Schlag oder so und der ist kaputt. Aber jetzt geht's ja einfach nur gerade runter. Hoffen wir das nochmal. Ruhig mit Sau. Jo, habe ich mir's doch gedacht. Hi Jungs. Ich habe gewusst, dass ich nochmal zu euch zurückkehre. Oh, jetzt habe ich plötzlich wieder volle Lebensenergie. Das ist wohl ein größerer Cerberus, wenn nicht sogar der Cerberus. Der hat auch schon die nemeische Löwe ausgerüstet. Das kann ja heiter werden. So, mal gucken, was jetzt kommt. Nimmt dann sich jetzt wieder als Haustier? Natürlich. Hoppla. Das war nicht gut. Das war nicht so clever. Nochmal. Habe ich ihn jetzt einfach so im Kopf abgeprügelt? Nee. Achso, okay. Ja, reizend. Also die Unterwelt scheint nicht vollkommen entvölkert zu sein. Da gibt es immer noch genug Gegner, die man fertig machen kann. So, der zweite Kopf.
Wird auch mal wieder bestialisch entfernt. Sind doch Satyre jetzt auch dabei? Ja. Es wundert mich, dass Dionysos hier auch noch nicht vorkommen ist. Weil wenn jetzt schon Satyren vorkommen, ist es eigentlich nicht mehr besonders weit bis Dionysos. Faune und Satyre sind ja eigentlich die Kinder des Dionysos. Beziehungsweise im römischen Bacchus. Ja, die sind auch ziemlich flink, die Biester. So. Da sind wir wieder, Jungs. Dann wappeln sie wieder was Schönes. Schlags hackt, Ackermann. Das war schon mal ein Teilerfolg. Dann mit deren Macht können wir jetzt auch definitiv was anfangen. Jetzt möchte ich einfach mal gucken, ob ich hier noch was machen kann. Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. Okay. Na gut. Dann gehen wir halt mal wieder da entlang. Okay, da ist jetzt wieder ein bisschen was Neues erschienen, aber unwesentlich. Die drei Richter, König Minos, Aiakos und Radamantis urteilen über die Seelen. Okay. Wer würdig ist, darf noch Elysium und so weiter und so fort. Jetzt kriegt erstmal der Anna was auf seine Glocke. Der hält das Ding schon mal nimmi fest. Ups. Dann gucken wir mal, ob die anderen zwei Könige ihr Zeug noch festhalten dürfen. Oder ob das eher ein Schuss in der Ofen wird. So, einfach drauf gekloppt. Außer du kriegst den Kopf abgerobbt. So. Okay. Wo war denn der Ender? Genau, der hat hier seinen Kopf gehabt. Also sein Kristall am Kopf gehabt, so rum. Ah, sorry, Faun. Aber offensichtlich sind die einzigste Olympia, die heil aus dieser God of War 3 Geschichte rauskommen, Aphrodite und Dionysos. Was für Wunder. Liebe bzw. Lust und Sauferei und festliche Vergnügungen. Das ist das einzigste, was das Ganze überlebt. Okay, so. Und drauf auf den Dates. Genickt's wie ein Blaffer passt. Das war, glaube ich, König Minos. Können wir auf die drauf klettern? So. Ach, schade. Okay. Wäre lustig gewesen. So. Da sind ein paar hochgewachsen. Servus, Jungs. So. Autsch. Aber nur so Nebenbeine, dass er sowas klappt. Also in der griechischen Mythologie wären Fauna auch niemals mit solchen merkwürdigen Kleberlanze abgebildet. So. Das ist natürlich mal wieder der reine Fantasy-Art-Teil an God of War. So. Okay, das waren die zwei Knetköpfe. Dann, wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo der andere Holzkopf war. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, oder? Schade. Den anderen kann ich auch erreichen. Ich weiß nur leider nicht mehr wie. Da war der Ende, da war der andere. Da muss der ja logischerweise eigentlich auf der anderen Seite hier sein, ne? Den ich jetzt einfach mal so ganz steil vermute. Dass wir dann wohl darüber müssen. Jo. Du, Mann. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder die Kette hochfliegen. Jetzt lassen die nämlich los. Und dann kann ich gleich wieder nochmal Kloppes machen. Dann
Hat sich's erledigt. Und dann auf die Druckplatte. So, schauen wir doch mal. Oh. Hallo, ihr illustren Cerberus-Bastarde. Bevor du dich jetzt körperlos wieder machst, Gretel, hinter der Heck, hau ich einfach nur drauf, statt den Finisher auszuführen. Oder die 2 Finisher. So, die illustre Cerberus-Bastard-Welpe sind jetzt eigentlich auch kein großes Problem. Anna ist schon mal kaputt und gibt jede Menge Erfahrungspunkte. So, ganz nebenbei. Wir könnten gerade mal... Ups, ne, wir könnten gerade Magie ganz gut gebrauchen. So. Geht's nämlich gerade weiter mit meiner lustigen Löwekeule. Ups. Das war's dann mit der Verankerung. Und die Könige der Unterwelt wären auch noch zertrümmert. Die hätten jetzt nichts mehr zur Sache. Ganz bezaubernd. Sagt die noch was? Er weiß es, Kratos. Zeus weiß von meiner Flucht. Schnell, ich kann ihn hören. Er Natürlich. ist hier. Bitte hilf mir, Kratos. Schnell. Okay, wie ich mir's gedacht habe. Dann geht's wieder heroisch wie Sau hoch. Trophäe erhalten in Kupfer. 3 weise Männer. Dann geht's jetzt also wieder hoch. Und dann könnte auch schon der Endkampf gegen Zeus bald losgehen. Naja, 8 Minuten haben wir noch Zeit. Zur Not wird das eine Extended-Episode, weil wenn ich jetzt schon den Kampf gegen Zeus komme sehe, dann sind wir hier kurz verändert. Ach, Entschuldigung, ich musste immer bei der Musik mitmachen, egal wie hässlich es ist. Wobei ich mir den Scheiß echt mal abgewöhnen, das soll mich bei jedem Kram zu entschuldigen. Ich find's witzig und ich stehe dazu. Okay, wieder in der Höhle. Genießt der Aufwind. Pandora! Schon fort. Pandora! Die wird schon fort sein. Nee. Athene! Es ist schon gut, Kratos. Denk an deine Aufgabe, Spartaner. Vergiss nicht, warum du so weit gekommen bist. Weil er ein Mach wiechter dich Kerl bereit, ist. Spartaner. Du weißt, was du tun musst. Alles Umbringer, ja. Ich hebe jetzt das Labyrinth und bringe sie zu ihrem Platz. Ja, Kratos hört an, das, was er hören will. Die sagen ihm alle, bitte, bitte nicht alle Olympia umbringen. Und er hört nur, bitte, bitte, alle umbringen. Okay, na dann klettern wir mal hoch. Ich finde es auch so hässlich, also sorry, aber ich finde es auch so hässlich, wie auf Englisch Zeus ausgesprochen wird. Zeus. Das ist irgendwie nicht passend, geschweige denn würdevoll. Okay, dann kraxeln wir hoch. Das haben wir auch schon mal aus der Ferne gesehen. Da hinten mit dem lustigen Lesepult. Die Adler des Zeus kreischen noch over oder sollen Phönix darstellen. Ich weiß es auch nicht, aber Adler wäre passend, weil Zeus und so. So. Okay, da wären wir ja wieder hier beim Feuer des Olymps, ne? Genau. Na dann. Rennen wir doch nochmal die Treppe hoch, ne? Aber vorher hole ich mir noch mal lustige Energie. Ah ne, wir brauchen sie gar nicht. Sind schon wieder voll aufgeladen. Okay. Na dann, gehen wir die Treppe hoch. Dumm. Weil du raus wieder auf die Stadt los, wo wir Hermes gekillt haben. Das muss jetzt auch nicht sein. Irgendwo war da bestimmt der Zeus. Ganz wiechte Kerl. Warte mal. Wollen wir das jetzt machen? Hier im Barockschloss. Speichern wir erstmal wieder.
Spitze des Labyrinths bitte überschreiben. Dann machen wir doch mal das Barockschlüssel platt. Und holen Pandoras Büchse aus dem Feuer des Olymps raus. Wackelt schon wie Sau das Ganze. Und komm schon. Ja, da ist er schon, die Büchse. Wahrscheinlich kommt Zeus dazwischen, könnte ich drauf wetten. Ja, sind schon so gut wie durch. Endspurt. Ja, jetzt zerrt das ganze Labyrinth noch over. Und wird teilweise natürlich zerstört. War absehbar. Ich meine, Holz hält nicht ewig. Und die Kette ist auch nicht mehr die stabilste. Ah, die Adler stürzen auch mal runter. Oh, warum nicht? Machen wir alles kurz und klar. Jo, Allah. Der ganze Barockpalast kaputt gerobbt vor lauter Gut. Alter, wie einfach mal spontan alles brennt. So, wo ist sie dann, die Pandora? Da ist er. Gucks. Da, mach auf. Da ist es. Ich sehe es, Kratos. In der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Pandora, nicht! Du weißt, wieso ich hier bin. Du wolltest, dass ich dies tue. Ich finde einen anderen Weg. Nein, Kratos. Es gibt keinen anderen Weg. Lass mich gehen. Nein, Kind! Ich bin kein Kind. Du tust mir weh. Jetzt entwickelt er plötzlich sowas wie Vatergefühle. Kratos, Oh je. So ist er, der Overgoscha. Lass sie los, Zeus! Eine Besessenheit von diesem Ding ist inzwischen wirklich lästig, mein Sohn. Lass das Mädchen los, Zeus! Verwechsle dieses Objekt, dieses Werk des Hephaistos nicht mit deinem Eigenfleisch und Blut. Doch vielleicht hast du das schon, Spartaner. Deine Suche nach Pandora, dein kläglicher Versuch, für die Familie zu sühnen, die du ermordet hast, hat den Olymp ins Chaos gestürzt. So ein bisschen. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Als ob mir das nicht jetzt erst bewusst wäre, Ich wie sehe nur, was ich zerstören will. Mein Mitleid mit dir war bislang mein größter Fehler, Kratos. Ebenso wird dein Mitleid mit diesem Ding wahrlich dein größter Fehler sein. Dies hat nichts mit ihr zu tun. Es dreht sich alles nur um sie. Lass sie runter! Wie du wünschst. Na, immer hier. Lebt noch. Ach, gut. Alle hopp. Ich stehe da muss sagen, ihr liebe Leute, ich bin jetzt so ein richtig fieser Typ und mache genau hier meinen Cut, weil ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauern wird. Es kann sein, dass es in der nächsten Episode innerhalb von 10 Minuten vorbei ist und ich das als Addendum hier noch dranhänge. Es kann auch sein, dass 15 Minuten geht und es eine eigenständige Episode wird. Aber ich würde sagen,
Wir sehen uns entweder gleich oder übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Bis dann, ihr liebe Leute. Euer Yankee.